Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast mit Michi, Teil 5. Ich wünsche euch allen sehr, sehr viel Spaß. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis dann, euer Joel. Wie unterstützt du da? Also bei dir ist es Dortmund und Salzburg. Vor allem. Also gut, ins Stadion kann man momentan nicht, aber gehst du auch live zuschauen, wenn es geht? Ja, in Salzburg habe ich eine Dauerkarte, also ich gehe jedes Spiel in Salzburg ins Stadion, was halt möglich ist mit Schule aber ja, halt bei Dortmund wird schwierig von Salzburg aus. Jede Woche nach Dortmund fahren ist schwer, Ja, das aber ist so. Salzburg unterstütze ich eigentlich immer. Also im Stadion. Auch auswärts, weil ich war zum Beispiel letztes Jahr in Liverpool und Neapel in der Champions League. Und auch Ja, stimmt, dort warst du sogar im Fernsehen zu sehen. ja, einmal sogar ganz kurz. Ja, das hat er auf Insta gepostet. Ja, und ich war auch schon in anderen Ländern in Europa League so. Ja, Hast du das? heuer, Ja. heuer ist es halt schwer gewesen, ins Stadion zu gehen wegen Corona. Ja. Hast du aber dazu mal das Spiel Salzburg gegen Basel auch gesehen? Dort, wo die Ausschreitungen waren? Ich hätte Karten gehabt, aber Oh, ich weiß den Grund nicht, aber ich bin nicht hingegangen. Ich weiß schade. ich weiß den Grund wirklich nicht mehr, aber schlussendlich war ich dann irgendwie froh, dass ich nicht hingegangen bin, weil ja, okay, unsere komplette Fankurve wurde geändert, weil es Ausschreitungen von den Fans gab. Ja, gut, Ja, dort waren, ja, das war wieder mal typisch. Also gut, ich kann es von mir sagen, ich bin FC Basel-Fan. Dort, wo ich wohne, nach Basel, geht es mit dem Auto gute 2 Stunden. Also ein bisschen weniger. 1 Stunde 40. Und ich hatte 2 Jahre wirklich jedes Heimspiel besucht mit der Jahreskarte, mit anderen Freunden, wo ich dann kennengelernt habe, wo mich mitgenommen haben. War eine geile Zeit, also danke vielmals für diese lehrreiche Zeit und war wirklich, dort war YouTube noch nicht so groß. Nein, dort war ich schon YouTuber, aber nicht so groß. Also nicht so groß, nicht so aktiv. Was auch sehr viele nicht wissen. Ich bin schon seit 3 Jahren YouTuber, aber wirklich aktiv bin ich seit 1,5 Jahren. Also das ist auch noch wichtig zu wissen. Aber ich finde einfach so, Fußball gehört eben, wie gesagt, schon zu meinem Leben. Ich habe es extrem gemerkt in der Corona-Pandemie-Zeit, wo ja, kein ja, Fußball war. Das war die Hölle für mich, weil jeder hat über Corona geredet. Ich konnte kotzen. Und sobald Fußball anfing, habe ich wieder über Fußball diskutieren können mit meinen Freunden. Hast du das gesehen? Ja. Und dann war nicht, ach, Corona, sondern Fußball war wieder das Thema. ja, Und Fußball bringt Menschen zusammen. Also egal, ob ihr Schalke-Fans seid oder nicht. Ich meine, ich hab Danny sehr, sehr gerne, Danny. Ich hab dich ja, gerne. natürlich. Ja, obwohl, ja, es gab schon Wetten wie bei der Dortmund Weekend League mit Danny, weil es ist halt, die sind ein paar Tage da, ja, bis man sich gegenseitig, wie halt dann Dortmund 4-0 gewonnen hat, da hat man halt dann schon in den Check geschrieben, ja, wie hat jetzt Dortmund am Wochenende gespielt, aber ich glaube, das ist so unter Freunden normal, dass man sich ein bisschen wegen Vereinen ist oder man Ja, meint das alles ja nicht absolut, so richtig absolut, ernst. absolut.
absolut. Aber man muss auch die Grenze kennen. Also man muss auch Ja. die Grenzen kennen. Aber absolut, man soll sich gegenseitig, was ich schon an meinem Kollegen, wo FC Zürich-Fan ist, Zürich-Basel, das ist die Rivalschaft in der Schweiz. Ja, hört hin. so wie in Österreich wahrscheinlich Salzburg Rapid, Ja, die immer die Jahre immer oben spielen, immer, okay, Gut. Salzburg ist seit 7 Jahren Zürich spielt nicht oben. Meister. Na, er spielt in der ersten Liga. Ja, sie spielen schon in der ersten Liga, aber nicht oben mit. Ja, aber halt bei Rapid Salzburg ist es, sie spielen beide eigentlich jedes Jahr oben mit, bis auf vor 2 Jahren, aber jede Mannschaft hat schlechte Zeiten. Darum glaube ich hoffe zum Beispiel auch, dass Schalke jetzt nicht absteigt, weil zum Beispiel dann habe ich mit Danny wieder, weil er diese Rival nicht mehr, wenn Dortmund gegen Schalke spielt. Ja, Dann hoffe ganz ich, dass klar. Schalke oben bleibt. Also liebe Schalke, wenn ihr es hört, ihr dürft oben bleiben. Pusht. Pusht euch. Ja, aber ich würde schon gerne Danny am Boden sehen, wenn er absteigt. Ja, Ein aber bisschen. Also nicht böse gemeint, aber ein bisschen will ich das sehen. Nur ein bisschen, also ich meine so. Also eben, wir haben jetzt viel auch über Danny geredet und eben da komme ich nochmal zurück, wie wichtig uns ist.